Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Uncharted 4 Thieves End auf Pelzig. Wie der Sam schon gesagt hat in der letzten Episode, uns steht hier eine weitere Prüfung bevor. Also hopp, gehen wir doch mal dort hier zu der wunderschönen Karte mit dem Steuerrad in der Mitte. Wow. Da oben sind dann wieder Symbole reingemacht als Löcher, glaube ich, die dann hier Licht spenden. Dazu noch diverse Runen auf solche Granit oder nee, andere Schmuckstein Bälle. Das Bällebad der Piraten. Und dann gehen wir jetzt mal dort hier. Das ist so geil gemacht. Ist da auch Wasser drin, oder? Ja. Ein bisschen Wasser ist hier drin im Becker. Das wird wohl Madagaskar sein hier, oder? Die Insel hier, die dargestellt ist. Da ist noch ein Wasserrad. Oh Mann, also die Details hier sind absolut bombastisch. Dann fangen wir doch mal an. Und gucken, was passiert. Genau. Okay, dann... Ups. Aha. Die Symbole auf den Kugeln passen nicht zu denen im Licht. Sie sehen die Symbole. Okay, gucken wir mal, ob das M... Da ist es M. Okay. Gucken wir mal, ob wir den nicht da drauf machen können. Vielleicht noch irgendwo ein... Ah, nee. Alter. Da ist noch so ein U-beschriebener. Eventuell auf den U-beschriebenen, wenn es da runter geht. Dort zum Beispiel. Das bewirkt das hier, okay. Und jetzt? Ich verstehe es nicht so recht. Um ehrlich zu sein, ich verstehe es nicht so recht, was das Ding von mir will. Nee, du kannst nicht nur das, du Dreher. Sehr suspekt. Und es kommt ja auch noch dieses Zeicherei. Also es kommt ja nur das hier rein. Das heißt, dort müssten wir eventuell auch noch was machen können, oder? Moment. Irgendwas drehen wir, aber keine Ahnung, was das jetzt verursacht. Absolut kein Plan gerade. Die Dinger drehen sich hier, die Regler, ne? Ja. Aber auf dem verursacht es nichts. Wenn ich denn dort hier pack, bringt es ach nichts, weil der dann irgendwo in der Prärie rumhängt. Das heißt, so kann ich nichts machen damit. Und so ist der dran und das M ist weg. Ah, Moment. Ich glaube, ich kann mir das vorstellen. Nicht desto, sondern das. Das ist so ein halbes. Jetzt drehen wir den doch noch einmal. Nee. Kann ich mir's doch nicht vorstellen. Das verursacht, dass das Dingens abgeht. Okay, probieren wir es doch einfach mal weiter mit den Teilen. Bis ich mal die richtige Glyphe finde. Der bringt uns nichts. Der hier. Eventuell bringt uns der was. Ne, da passiert da nichts. Oh Jesus, das wird wieder großartig. Wenn ich den drauf habe. Dann wird der aber wieder nicht rauskobelt aus seiner Verankerung. Und drehe kann ich mit dem Ding auch nichts. Der wird wieder rausgezwirbelt. Ja, das bringt alles nichts. Eventuell der da. Tut sich da aber bei den Dinger was? Nö. Bei den anderen Teile tut sich auch überhaupt nichts.
Wieder aufknacke. Da muss es wohl doch das Symbol sein. Aber keine Ahnung, keine Ahnung. Ja, der muss hier sein. Wenn ich jetzt wiederum was drehe, tut sich bei den anderen Teilen überhaupt nichts. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das Ding jetzt gerade von mir will. Um ganz ehrlich zu sein. Wenn ich da was drehe, tut sich auch nichts. Warte mal gucken. Nee, dass wir die Teile vielleicht in zwei Ankerungen stellen. Aber da tut sich ja nichts. Nee, da kann ich nur das Teil bewegen wieder. Nee. Kein Plan, kein Plan. Das ist das Einzigste, wie sie beide in die Verankerung reinpassen. Aber jetzt habe ich keine Ahnung, was ich damit zu machen habe. Oh Mann. Also manchmal würde ich mir echt mehr Hilfe bei den Rätsel wünschen. Und klettern oder so kann ich damit auch nicht. Und irgendwas aufschließen tut's auch nicht. Mach doch selber, wenn du es besser weißt. Aber bei sowas bin ich oft ratlos. Ich habe keine Ahnung. Da kann ich jetzt auch nichts machen. Da hier in der Nische befindet sich jetzt auch nichts wirklich. Und ich weiß gerade nicht, was der Raum von mir will. Von da komme ich. Oh Mann, das wird mal wieder eine ganze Episode nur auf so Rätsel verschwendet sein, weil ich zu blöd dafür bin, um es zu raffen. Aber ich check's halt auch einfach nicht, was das jetzt von mir will. Ein Hinweis wäre echt cool. Kann ich jetzt nur wieder weiter rumwurschteln. So. Dann haben wir es hier. Und dann, wenn ich es drehe, geht's aber nämlich. Das wird nämlich geöffnet oder sonst irgendwas. Und darauf kann ich jetzt auch nicht schießen, ne? Nö. Das bringt gar nichts. Wenn ich... der bringt mir das Ende. Ja, dann mach doch selber. Gib mir doch mal irgendeinen klugen Rat, du allwissender Piraten-Fan. Ah, Mann. Du ist was. Aber du kannst jetzt drehen, so viel wie ich will. Es tut sich gar nichts. Wenn ich denn jetzt so mache. Nee, da kann ich mir einen Wolf drehen. Es tut sich einfach nichts. Es sind auch nirgendwo Glyphe oder so eingezeichnet. Jetzt gucken wir gerade mal in unser Buch rein, unser Schlaues. Nee. Nee. Wir haben auch keinerlei Hinweise. Es bringt doch einfach überhaupt nichts. Wahrscheinlich hockt ihr jetzt gerade wieder daheim und denkt, oh du Dummkopf, das geht doch ganz einfach. Also ich habe gecheckt, dass dieses M unser Glyphe hier ist. Ja, das habe ich gecheckt. Jetzt machen wir drauf. Jetzt drehen wir mit Viereck, aber es tut sich nichts. Es tut sich sonst überhaupt nichts hier in dem Kabuff. Kann ich drehen, so viel ich lustig bin. Es tut sich einfach nichts. Wenn ich denn dort hier knall, tut sich auch nichts. Nee. Wenn ich so in die Verankerung reinbatsch und ich drehe, kann ich nur das hier machen. Ja, großartig. Das bringt aber nichts. Weil ich hier auch die Glyphe nicht verändern kann. Wenn ich jetzt wieder weitergehe, landet man dort, dann kann ich wieder drehen. Aber hier ändert sich mal wieder nicht die Glyphe. Oh Mann, ist das ätzend. Das ist so dermaßen ätzend. Jetzt kann ich wieder dort hier gehen. Aber das bringt nichts. Jetzt können wir höchstens hier die 2 M's lossen.
Und hier aber tut sich aber nichts bei deiner Kerle. Ist doch scheiße. Ist da echt scheiße. Vor allem, weil ich hier nichts dran erinnern kann, oder? Bringen wir das zu Ende, ja? Ach, halt die Gosh, Henry, sag ich immer. Sam, halt die Gosh. Ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht, wie ich es zu machen habe, Kerl. Gib mir doch mal Hinweise. Verdammte Scheiße nochmal. Ey, das kotzt mich wirklich an. Sowas kotzt mich dann echt an. Und es kommt dann nicht mal irgendein Hinweis zum Spiel oder so. Das kotzt mich da mal allermeiste an. Wenn ich absolut keinen Plan habe, was hier abgeht. Ich drehe, aber es passierte nichts. Verdammter Scheiß hier. Das ist nur, weil einer wieder 500 Milliarden ausgegeben hat, um den Scheiß hier zu bauen. Oh Mann. Vor allem, weil du nur die Hälfte drauf ist. Gibt es dann irgendwas, was nur die Hälfte von dem ist? Wenn, dann ist es nur dieses M, aber das ist dann auch so blöd zentriert gesetzt. Desto. Und das ist so dämlich zentriert gesetzt, dass gar nichts geht. Jetzt gehen wir mal immer munter die Runde. Tralali und tralala und hopsasa. Huhuhuhu. Nix. Ja, geil. Ey, es kotzt mich gerade an. Vor allem, weil ich jetzt wirklich eine ganze Episode nur für den Scheiß hier verschwende. Das kotzt mich an wie noch was. So, toll. Es tut sich nichts. Wenn ich wenigstens die Initialie wüsste oder so, ne? Die es zu beschreiben gilt. Manry Savory oder was? Mann, 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 Mann. Und dort. Mann. Kotz, Alter. Schä, da ist er. Ja, und weiter und weiter. Müsste irgendwas freigeschaltet werden, oder? Aber die Dinger gehen auch nicht weiter. Das heißt, wir müssen irgendwie so lange, bis anscheinend jeder von den Dingen auf irgendwas ist. Der ist auf was. Der ist auf was. Der ist auf nix dann. So, jetzt sind die da aber... Moment, jetzt sind die da aber auf... Hallo? Jetzt sind die da aber auf was. Da ist was... Aber das bringt uns nicht weiter. Das ist auf irgendwas. Da aber ist es auf nirgends. Alter. Und da bringt es uns auch nichts. Okay. So, jetzt ist der auf irgendwas. Kann mal gucken, ob er vielleicht mit anderer Synchron sein muss. Oh, Alter. Ist das ätzend. Ätzend. Da ist der auf was? Der da? Nee. Der. Zum Kotzen. Sowohl Kot als auch Kotzen. So, jetzt ist der wieder auf irgendeinem Sockel. M und M, ja. Schön, jetzt sind wir die relativ gegenüber, ne? Ja, relativ. Du gegenüber zu sein, müsste irgendwie Dotra-Henker. Oh, Mann. Asynchron ist der Scheiß auch noch. Nix kriegen die Gebacke hier, nix können die Bauer. Es bringt mir gerade ein absoluter Scheißdreck und Rattenarsch. Ich habe null Peilung, was ich jetzt zu machen habe. Ich fühle mich gerade echt einsam und verlassen. Und jetzt? Oh, leck mich doch. Leck mich doch am Arsch. Oh, es macht keinen Spaß. Es macht gerade echt keinen Spaß, die Lights. Fick dich doch. Und wenn jetzt wenigstens irgendein Hinweis käme. Sonst kommt doch immer irgendein Hinweis. Ich habe keine Ahnung, was ich zu machen habe. Da ist das M. Da ist das M. Das verschallt aber nichts frei. Und da ist nur halbes. Oh Mann. Kotz, Alter.
der Depp gibt mir nicht Bescheid. Ich habe keine Ahnung, was ich zu machen habe. Und ich jetzt sage, ich mache hier an der Stelle einen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Ich gucke jetzt online noch. Es geht mal auf die Kletz. Bis gleich, ihr liebe Leute. Da bin ich jetzt wieder. So, jetzt habe ich mal hier geguckt und hoffe, dass ich das jetzt ändern kann. Einen Moment. Das Ding muss dort hier, damit es auseinander geht. So, jetzt kriegen wir das nämlich auch hier, dass das Ding halbiert ist. Und dann sind wir dann in der richtigen Position, damit es weitergehen kann. Manometer. Was ist das? Oh, schau. Statue. Piratenkapitäne. Das sind Bonnie, Aldrich, Albasra und der, den ich mir nicht merken kann. Guybrush Threepwood. Gut, die Ebene Hämmer. Jetzt weiß ich wenigstens noch, was am Prinzip das Ganze funktioniert. Mogulreich, einer der Soldaten auf der Gangi Savai. Warum verbündet er sich mit Avery? Angeblich sollte er hier werden. Während des Kampfes kam er frei und sprengte das Pulver. Avery hat ihn groß genommen. Der andere Kerl? Erst war er niemand. Und dann wurde er ein mächtiger Schwertkämpfer. Interessante Gründungsmitglieder, muss ich sagen. Okay, der dort, der fehlt noch ein bisschen was. Warte mal. Dreht sich. Symbole gleichzeitig. Ja, ist nicht so gut, oder? Wenn die sich gleichzeitig drehen, die Teile. Warte mal. So, jetzt stimmt der da, aber der da stimmt, glaube ich, nicht mehr, ne? Ja. Das heißt, wir müssen noch nach einer Möglichkeit gucken, wie die beiden nicht auf demselben Sockel stehen. Zum Beispiel hier. Oder? Ja. Dann dreht sich nämlich nur noch der Kerler. So. Das müsste jetzt passen. Moment. Jawohl. Und auf ein neues. Wer ist es? Moment. Joseph Farrell, William Mays, Tariq bin Malik und Christopher Condit. 8 von 12. Mhm. Gut. Wenn man das Prinzip erstmal kapiert hat, ist es... Ach. Wenn man das Prinzip erstmal kapiert hat, ist es gar nicht mehr so schwer. Gleiche wie wir. An? Nee. Müssen wir jetzt halt gucken, wie wir das machen. Achtung. So, der passt. Jetzt geht es nur noch um den andere hier. Genau. Da muss ich gucken, dass der auch nicht noch zusätzlich gedreht wird. Das heißt, am besten so. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir den Kerl drehen. Probieren wir es mal, bis er so zeigt. Und... Achtung. Nee, der passt noch gar nicht. Schauen, wie weit sie daneben liegen, wenn sie im Licht stehen. Okay, da ist der auch noch mit dabei. Dann machen wir nochmal 2 Umdrehungen. 1 und 2. Dann dürfte das hoffentlich klappen. Achtung. Ah, noch eine. Umdrehung. Ja, wenn man es am Anfang mal gecheckt hat, dann ist es nämlich so schwer. Aber, Und? Jawohl, jetzt passen sie. Und der Rest unserer Crew. Richard Wand, Edward England und Thomas Tew. Sehr gut. Schau, da geht's lang. Hey, Moment mal. Das sind nur 11 Piraten. Avery fehlt. Pirat fehlt. Aha. Schon seltsam. Ja, Avery wird wohl noch Kummer. Das war der Johnny England, ne? Es ist schon saugeil, wenn die Gründer hier so geniale Statuen von sich gestellt kriegten. Alter Falter. Aber, die eine Bonnie. Ja, also ich persönlich muss sagen, ich werde heute die Episode ein bisschen länger machen, weil ich eben so ewig und 3 Tage dran gehabt. Der Farrell, der Orientaler. Das hat halt so ewig gedauert. Guybrush Threepwood wieder. Mit der Affe-Flak auch noch sehr, sehr passend. Ach ja, die sind schon richtig geil gemacht, diese Statuen. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Und da das heute ewig gedauert hat mit dem Rätsel, werde ich heute auch wirklich länger machen. Aber das hat ja 15 Minuten gedauert, bis ich da... Oh Mann.
Ätzend, ätzend. So, jetzt desto. Okay, wohin jetzt? Scheiße. Eine fehlende Avery-Statue. Alter. Weißt du, ich glaube langsam, unser Freund war ein kleiner Narzisst. Mhm. Ach, echt? Mal sehen, was er für uns auf Lager hat. Ja. Alle sind gleich, nur ich bin gleicher, ne? Dann schön tief runter. Ist doch immer so. Ach, wenn die hier Demokratien, Libertalier gründen wollten, derjenige, der es ersonnen hat, der lässt sich doch immer besonders Ehre. Und dann sind wir wirklich wieder noch dem Motto, alle sind gleich, nur ich bin gleicher. Und dann entwickelt sich sehr schnell wieder Monarchie aus sowas. Ehrlich, wie ist das jetzt? Verglichen mit deinen anderen Abenteuern. Frag mich das am Ende nochmal. Okay. Da können wir... Moment, da geht aber auch noch was. Ey, jetzt hängt der Knabe hier im Weg. Na gut, dann gehen wir halt doch nicht den Weg. Gehen wir halt doch hier lang. Und da ist wieder nur Geröll. Mann, 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 dieser Puzzlestress. Der geht mir immer noch nicht, der geht mir immer noch hoch, dieser scheiß Puzzlestress. Ist nicht gegessen. Schön. Eigentlich war es echt einfach, wenn man mal drauf kommt, dass man auch das andere Ding drehen kann. Ich bin doch echt manchmal, ach wirklich, manchmal habe ich wirklich Pech beim Denken, ich kann das nicht sagen. Vielleicht soll ich die Episode auch so nennen, einfach Pech beim Denken. Kann ich da irgendwo noch hier, oder? Sieht gerade nicht so aus, oder? Nee, da nicht. Das Boot ist da unten. Nach Ihnen, Captain. Ach so, ich muss wieder zum Boot zurück. Okay, ich kann ja gar nicht mehr ins Schatzhaus rein, ja klar. Zack. Und dann auf zum Boot. Hopp. Lach nicht so blöd. Ich fahr jetzt ohne dich. Mach's gut, du Trottel. Ach so, hoch, du bist schon wieder da. Die Insel mit Averys Riesenstatue liegt rechts. Okay. Du kommst mit denn da. Ja, das Gefühl. Entweder das oder braucht eine Zigarette. Ja, und die See wird immer stürmischer. Und glaub mal, Sam, ich hab auch grad Bock auf eine Kipp. Und zwar so richtig. Nach dem Stress hier habe ich absolut Bock auf eine Kipp. Oh Mann, ja, es kommt ein Sturm auf und dicke Wolke. Das heißt, wir werden wahrscheinlich bald in der Ausgangssituation sein, wie wir es in der allerersten Sequenz gehabt haben, wo die zwei in dem Boot sind bei dem Sturm. Vielleicht will er, dass wir durchschauen. Na, schauen wir mal. Schauen wir doch mal. Da geht's die Treppe hoch. Die sind auch sehr gerade, so römisch gerade und mittelalterlich gerade geschlagen. Hat man anscheinend dann noch im 18. Jahrhundert so gemacht. Oder Anfang 19. Jahrhundert. Achso, da ist er. Sie haben einen neuen Tagebucheintrag. Ich habe Größenwahn und einen winzig kleinen Penis. Deswegen brauche ich eine 300-Meter-Statue von mir. Also 6 Meter wird das Ding schon sein. Na, sagen wir mal 10er. Sagen wir mal 10 Meter wird es schon sein. Hey, komm, Sam. Oh, nein, nein, nein. Nein, du hast die Ehre. Keine Wiederwillkommen. Okay. Okay. Na, Allah, das nehme ich doch gern an die Ehre, dass ich mal als Erster da sein darf. Sehr schön. Du hast es auch extra grob ausgearbeitet. Dann machen wir doch mal Lucky. Da ist das Eigentliche dann, ne? Und? Große totenkopfförmige Insel, ne? Große Insel. Kein Totenkopf. Das muss es sein. Libertalia. Hm? Sehr optimistisch, wenn man alles bedenkt. Weißt du, hier sind nur wir beide. Du darfst ruhig ein kleines bisschen Begeisterung zeigen. Ich zeige Begeisterung, wenn wir deinen Hals aus Alcazars Schlinge raus haben. Komm schon. Okay. Was? Ich sagte okay. Nein. Deine Okays sind nie bloß okay. Meistens sind sie das Gegenteil von okay. Shoreline, lass mich roter. Natürlich. Natürlich. Ist das unser Freund Rave? Wer sonst?
Ich hätte dann sonst schon gesagt, lass uns das Boot mal an Land ziehen und wir warten, bis der Sturm vorbei ist. Aber nee, natürlich. So wie in der Anfangssequenz. Ich habe mal schon gedacht. Ja, das, was wir am Anfang gespielt haben. Alter. Wo sind wir jetzt? Gelandet. Unser Boot natürlich am Arsch. Dreizehntens, Schiffbruch. Marooned. Ja. Und ich jetzt sage ihr, liebe Leute, wir gehen zum Strand runter, und zwar morgen bei Let's Play Uncharted 4 A Thief's End auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Ich hoffe, das war jetzt wirklich nochmal Entschädigung dafür, dass ich bei dem Rätsel so ewig lang gebraucht habe. Bis morgen dann, Ayan Yankee.